Starke Beziehungen. Es freut mich sehr, dass ihr da mit dabei seid, dass wir miteinander unterwegs sind mit dem Thema starke Beziehungen. Und für das wollen wir natürlich auch in die Bibel hineinschauen. Ich weiss jetzt nicht, wie es bei diesem Gedanken geht. Vielleicht denkst du, oh, jetzt habe ich da reingezappt oder so. Und die Bibel, jetzt geht es da um die Bibel. Es gibt ja wie so zwei Sachen, was man mit der Bibel machen kann. Entweder man nimmt sie und versorgt sie im Gestell rein und dort verstaubt sie. Oder die andere Möglichkeit ist, man nimmt sie führen und entdeckt plötzlich, dass das, was da innen steht, nicht irgendwie uralt ist, aus einer vergangenen Zeit, sondern dass es so wie Gott etwas Ewiges ist, wo wahr ist und wo plötzlich ins eigene Leben anfängt hineinreden. Mir geht es immer wieder so, wenn ich die Bibel aufmache, dass ich merke, Gott redet mit Wahrheiten in mein Leben hinein, wo mir richtig gut tun. Und das wollen wir auch heute Morgen miteinander machen. Wie die Steffi schon gesagt hat, wir gehen zu den 10 Geboten. Jetzt denkst du vielleicht, oh, die 10 Gebote, aber das ist ja uralt und das tönt jetzt irgendwie so, also Gebot. Jetzt müssen wir da noch Gesetz lesen miteinander. Was ist denn da genau los? Und ich finde es mega spannend, die 10 Gebote. Für mich ist das so Gott, der den Himmel auf die Erde bringt, zu uns. Die 10 Gebote quasi, so ganz einfache Sachen, so Prinzipien, die Gott uns schenkt, wie das Beziehungen mögen gelingen. Wenn ich die 10 Gebote zusammenfassen müsste, dann würde ich dafür 5 Buchstaben brauchen im Deutschen, nämlich L, I, E, B, E. Gott, der uns zeigt, wie das Beziehungen funktionieren können, die liebevoll sind, die gestärkt sind, die ermutigend sind. Darum freue ich mich auch, um da eintauchen miteinander und eigentlich so die Gebote, die wir heute mal eintauchen, das Gebot 8. Im 2. Mose 20, Vers 15 steht das, kurze 4 Wörter, ich will das gerne gerade lesen. Da steht, du sollst nicht stehlen. 2. Mose 20, Vers 15. Ich habe zuerst gedacht, als ich die Predigt angefangen habe, vorbereitet, ja easy. Zwar als Kind, ja, da erinnert man sich, hat man mal irgendwo vielleicht das Kaugummi oder das Zeltchen gestohlen und erzählt dann da die lustigen Geschichten heutzutage und hat noch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Aber irgendwie ein Bankräuber bin ich ja nicht. Und ich dachte, das ist gut, das gibt einen entspannten Sonntagmorgen. Auf der anderen Seite habe ich gerade gedacht, heutzutage wäre es ja recht einfach, eine Bank überfallen zu gehen, weil so unauffällig maskiert kommt man eigentlich nie in eine Bank hinein, wie in der heutigen Zeit, oder? Dann habe ich mal ein bisschen weitergesucht und haben ja gewusst, dass es in Embrach mal einen Postraub gegeben hat. Das war 1996, da habe ich selber gestaunt, da ist die Schlagzeile in der Zeitung gestanden, Embracher Post überfallen. Bei einem Überfall auf die Post Embrach haben am Donnerstagabend 2 unbekannte Täter einige tausend Franken sowie Autobahnvignetten erbeutet. Der eine Täter hatte einen PTT-Beamten um 15 Uhr und dann ist es irgendwie weitergegangen, das habe ich nicht mehr herausgefunden. Das ist online im Archiv nicht zugänglich, wie der Text weitergegangen ist. Das ist nämlich noch spannend, so als Pastor kann man da ein bisschen buddeln gehen, was können wir da alles so für Geschichten führen. Der Postraub im Embrach sind gar noch ein bisschen spektakulär und man hat ja die Räuber dann verwünscht und so weiter. So Stellen, so Geschichten, das kommt nicht nur in Hollywood vor, das kommt auch bei uns im Embrachertal vor. Also da sind wir 1996 sind wir gerade ein bisschen berühmt gewesen, so für eine Schlagzeile lang. Ich habe aber gemerkt, als ich auf die Suche gegangen bin, dass es ein Weg ist, der doch noch herausfordernd ist. Ich habe mal den ersten Bibelkommentar genommen und angefangen zu lesen. Da 4 Wörter, du sollst nicht stehlen. Oder die Zusammenfassung vom Ganzen, Liebe. Und da bin ich gelesen, da ist 14 Seiten lang gestanden, was denn alles Stellen ist. In der Bibel stehen 4 Wörter und dann habe ich mal 14 Seiten lang angefangen zu lesen. Und während ich das gelesen habe, ist es mir immer mulmiger geworden. Weil ich plötzlich gemerkt habe, halt, stopp, Stellen. Das ist nicht irgendwie nur ein Bankenraub damit gemeint, sondern das ist etwas, was mich im Leben, im Alltag immer wieder betrifft. Mich selber. Und als ich am Schluss war von dieser 14 Seiten, habe ich die anderen Kommentare gar nicht mehr vorgenommen. Es hat so etwas in mir ausgelöst. Und wenn wir jetzt heute da sind und über die Gebote nachdenken, dann gehen wir miteinander auf den Weg. Und der erste Schritt von dem Weg ist, dass es uns wahrscheinlich ein bisschen mulmig wird. Weil wir plötzlich merken, in diesen Geboten geht es nicht um irgendwelche spektakulären Sachen, die hier und da mal passieren, sondern es geht um uns persönlich, um unser eigenes Leben und dort, wo wir getroffen sind mit diesen Sachen. Und ich glaube, das ist auf dem ersten Schritt, wo es uns ein bisschen mulmig wird, so
ein Punkt, wo wir plötzlich merken, was das alles mit uns zu tun hat. Und ich will euch aber unbedingt ermutigen, auch gerade online, zum dranbleiben, weil es kommt dann auch ein zweiter Schritt, wo wir uns mal fragen, woher kommt denn das eigentlich? Woher kommt es, dass gerade das Gebot und das 10. Gebot, das um den Neid geht, etwas ist, was uns so alltäglich trifft? Was ist echt die Wurzel von dem Ganzen? Und dann der dritte Schritt, wo wir aber heute auch noch miteinander gehen wollen, und dort wird es besonders ermutigend und spannend, was hat denn Jesus für einen guten Plan, um mit unserem Mulmig sein, um mit dieser Betroffenheit auch ein Stückchen weit umzugehen. Und zum Anfang jetzt, zum Eintauchen, «Du sollst nicht stehlen», schauen wir miteinander das Filmchen von die10besten.ch. Dort hat es ja einige spannende Inspirationspunkte drauf. Und auch zum Gebot «Du sollst nicht stehlen». Peter möchte gerne einen dieser ultratrendigen Schlüsselanhänger. Im Laden kostet der 12,90 Franken, ganz schön teuer. Den Anhänger macht der Indonesier Siti. Jeden Tag schnitzt er 20 Stück. An jedem verdient er einen Franken und kann damit seine Familie gut ernähren. 2 Tage später sieht Peter, dass der gleiche Anhänger nur noch 6 Franken kostet. Super, aber immer noch zu teuer. Gleichzeitig arbeitet Siti viel hektischer. Er schnitzt jetzt pro Tag 40 Schlüsselanhänger, um gleich viel zu verdienen. Die größeren Kinder müssen mitarbeiten und können nicht mehr zur Schule. Eine Woche später kostet derselbe Anhänger nur noch 3 Franken. Peter ist begeistert. Jetzt will er gleich 10 Stück. In Indonesien ist Siti verzweifelt. Die ganze Familie arbeitet und bekommt trotzdem immer weniger Lohn. Dabei hat er doch so gehofft, dass es seine Kinder einmal besser haben. Im Geschäft entdeckt Peter neben den 3-Franken-Anhängern die genau gleichen für 12 Franken. Die Verkäuferin erklärt, diese Anhänger werden so produziert, dass die Arbeiter und ihre Familien davon gut leben können. Die anderen nicht. Peter muss entscheiden, ob er stehlen oder teilen will. Er denkt nicht lange nach, kauft 10 Schlüsselanhänger und bezahlt gerne 120 Franken. Als ich das Film gesehen habe, bin ich schon ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Ich meine, Stellen. Das ist, wenn ich heutzutage in den Laden einkaufen gehe, bestelle ich jemanden auf der anderen Seite der Welt um seine Freiheit. Oder? Das muss man sich jetzt mal so, das muss man mal bewegen in Gedanken. Wo fängt das Stellen dort an und wo hört es auf? Also wenn ich in den Laden gehe einkaufen, kann das bedeuten, dass es gleichzeitig mit Stellen zu tun hat, nicht weil ich nicht zahlen an der Kasse, sondern so, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist manchmal, glaube ich, so ein ganz feiner Punkt, wo das plötzlich etwas zum Stellen kann werden, wo zuerst in unserem Leben so ganz alltäglich vorkommt und ich selber mega schwierig finde. Gerade jetzt da mit dem Thema soziale Gerechtigkeit, das ist etwas, das bewege ich in letzter Zeit immer wieder und finde ich mega schwierig zum Handeln in unserer globalisierten Welt. Ich mag mich erinnern, ich bin einmal da in einer von diesen grossen Kleiderketten einkaufen und habe mein Spiegel zu der Kasse gebracht. Und auf dem Weg zu der Kasse habe ich plötzlich gedacht, oh, jetzt habe ich da so viele Kleider, was steckt da alles drin? Sind da echt Menschen ausgebeutet worden? Ist vielleicht irgendwie sogar Kinderarbeit oder so etwas drin. Und dann habe ich gedacht, gut, ich bin schlau, bin ja an der Kasse gegangen und habe gesagt, Sie, grüezi jetzt. All die Sachen haben gar kein Fairtrade-Label oder irgend so etwas dran. Wie ist denn das in Ihrer Ladenkette? Schauen Sie auf so Sachen. Und die Frau an der Kasse hat gesagt, ja, bei uns ist alles perfekt von der ganzen Wertschöpfungskette bis am Schluss. Da können Sie ruhig das alles einkaufen. Und ich habe dann gedacht, ja gut, dann kaufe ich alles ein. Wenn die das jetzt ein bisschen grosszügig erzählt hat oder vielleicht sogar ein bisschen gelogen hat, ist ja Ihre Verantwortung. Ich habe mich jetzt um meinen Teil bemüht. Und dann bin ich aus dem Laden rausgegangen. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein mulmiges Gefühl bleiben dann. Und ich finde, das ist ein ganz schmaler Grat. Wo fängt die Stellen an? Das ist etwas, das kann ich euch heute jetzt auch nicht beantworten. Ich glaube, das ist etwas, das muss man selber wie bewegen und sich überlegen, wo fängt es an, dass ich andere ausnütze? Wo ist meine Eigenverantwortung? Was hat man gar nicht so selber in der Hand? Und wenn man dann über das Stellen nachdenkt, geht es ja noch viel weiter. Das sind ganz andere Sachen, die auch noch dazugehören. Ich habe ja gesagt, ich habe 14 Seiten lang gelesen, was alles zum Stellen dazugehört. Das ist wirklich spannend. Fängt eigentlich bei einem schönen Punkt an, nämlich bei dem Punkt, dass Gott eben das Eigentum schützen will. Und zwar, dass wir Menschen ein freies, ein gutes Leben führen wo wir auch Zeit haben für Gott, für Beziehung mit ihm und nicht immer an unserem Existenzminimum, sage ich jetzt mal, kratzen. Und uns Schweizer passt es ja noch, dass Gott eigentlich das Eigentum positiv bewertet und schützt. Also Gott hat da überhaupt nichts dagegen. Gegen Reichtum hat Gott ja nichts dagegen, wenn man es geniessen kann und wenn man
es dankend aus der Hand von Gott nimmt. Gott hat ja erst das Problem, wo die Prioritäten nicht mehr stimmen, wo plötzlich der Reichtum anfängt, Herr werden über uns und das die erste Priorität hat, statt dass der Herr kann Priorität sein und wir auch Herr sind über unseren Reichtum, wo wir ja da auch in der Schweiz haben. Und Gott will darum den Besitz schützen, dass man frei leben kann und nicht nur irdischen, materiellen Besitz, sondern auch Freiheit, zum Beispiel von Menschen. Und jetzt, wenn man da liest, was kann alles sein, also stellen, das bedeutet einfach grundsätzlich, wenn man anderen Besitz wegnimmt, aber auch wenn man betrügt, um sich bereichern quasi mit Sachen, die einem nicht gehören. Dazu ist gestanden falsch wegen. Ich habe mich gerade letztens gefragt, als ich bei dem Gemüsewagen im Laden gesehen habe, dass jemand da sehr säuberlich alle Blättchen von den Sachen abzupft und nebenan legt vor dem Wegen, dass es ein paar Gramm leichter ist. Ob jetzt das auch schon zur Stelle dazugehört oder nicht. Ich weiss es nicht, ob das da im Preis eingerechnet wird. Oder Steuern falsch angeben zum Beispiel, Rechnungen nicht zahlen oder schweigen zum Betrug von anderen, wo man weiss, dass die machen. Es kann auch sein, dass man andere um Freiheit beraubt, wie in der Bibel eine Geschichte von Josef, wo man da eine sehr gute Erinnerung hat, wie der als Sklave verkauft wird. Die Freiheit wird ihm geraubt. Aber gerade heutzutage, also für mich ist es klar, wenn man sich mit dem heutigen modernen Sklavenhandel auseinandersetzt, jedes Mal, wenn ein Mensch ein Porno konsumiert, hat er irgendwo eine Mitschuld, dass Menschen ihrer Freiheit beraubt werden. Da muss man sich das mal so ein bisschen überlegen, was da alles dahinter steckt. In dem ganzen Sexgewerbe zum Beispiel. Oder wenn man Menschen zu Waren macht, dass sie nur ein Arbeitstier sind. Hauptsache, ich kann ein bisschen mehr haben oder ich kann es ein bisschen billiger kaufen. Stellen, dort wo man andere positive Lebensgrundlage wegnimmt. Zum Beispiel beim Arbeitsplatz geht es um die Beförderung. Und mein Arbeitskollege, der auch in einer guten, aussichtsreichen Position ist, ich stille ihm das gute Ansehen, indem ich falsche Lügen über ihn verbreite, indem ich schlecht über ihn rede oder ihm irgendwie zu Leid werke, dass etwas misslingt. Ich kann anderen Menschen auch Nerven stellen. Kann ich anderen Menschen auch Zeit stellen. Wo fängt das an? Ja, wenn ich mal eine Minute zu spät bin oder wenn ich bewusst später komme und der andere warten lasse aus irgendeinem Grund, kann das sein, dass man Zeit stillt? Oder eher, gerade in den heutigen sozialen Netzwerken, das ist ja etwas, was sehr einfach geworden ist, da auf Facebook oder Instagram oder überall, wo man kommentieren kann, schlecht über andere reden, anderen Ehe wegnehmen, Gerüchte verbreiten, irgendwelche Meinungen, dass da etwas ist, was man sogar gar nicht weiss. Stellen kann ja sogar sehr fromm sein. Wir haben letztens über das Gebot geredet, du sollst deine Eltern ehren. Und wie damals die Praktik war, dass man gesagt hat, man tut extra alles Geld der Kirche oder am Tempel oder Gott weihen und spenden, damit man dann nicht das Geld muss nutzen muss, um für seine Eltern zu sorgen. Also quasi, man bestillt sie aus einem frommen Grund, damit es ihnen gut geht. Und dann auch all die Sachen stellen, zum Beispiel Daten. Das ist ein riesiges Thema von unserer heutigen Zeit. Wo werden Daten geklaut oder wo klauen wir selber geistiges Eigentum von anderen Leuten, wo Arbeit dahinter steckt, welchen gerechten Lohn dafür würde ich ausstehen. Das sind riesige Themen und als ich das alles gelesen habe, ich weiss jetzt nicht, wie es euch geht, aber mir ist so gegangen, oh, da muss ich mal darüber nachdenken. Oh, ich bin zwar kein Bankräuber, aber ich still glaube auch. Und nicht nur einmal pro Jahr, sondern es ist etwas, was alltäglich vorkommt. Es ist mir gerade ein Beispiel in den Sinn gekommen, wo mein ältester Sohn Elia 6 geworden ist. Wir sind Bändli fahren und dann sind wir dort an der Kasse gestanden. Ich dachte eigentlich, der sieht ja noch nicht so alt aus, mein Sohn. Der sieht noch nicht aus, als wäre er 6 und müsste schon ein Ticket zahlen. Komm, jetzt tun wir einfach so, als wäre er ein kleiner. Irgendwie so der erste Gedanke, woher kommt das überhaupt? Empfinde ich es dann als ungerecht, dass er jetzt ein Ticket muss zahlen oder so? Also wir haben natürlich dort ein Eis gezahlt, weil wir haben ja auch wollen, dass er merkt, er ist 6 und wir tun so nicht etwas falsch machen. Aber woher kommt nur schon der Gedanke? Habe ich mich dann gefragt. Oder ich bin früher viel mit dem ÖV gefahren, mit diesen Stempelkarten, wo man immer eins reinstecken kann. Und dann hatte ich es mal vergessen. Dann komme ich am Schluss von der Zugfahrt und denke, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt das noch reinstecken? Quasi zum Zahlen für die Fahrt, die ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe dann so angefangen Gedanken zu machen, ja, das ist jetzt mein Risiko halt, dass ich einen Bus hätte bekommen, dann muss ich jetzt ja nicht extra noch etwas zahlen oder so. Dann fängt man sich ja überlegen, ist jetzt das Stellen? Oder ist das nicht Stellen? So ganz alltägliche Geschichten. Oder ich habe letztes Jahr erlebt, da habe ich beim Umgeld an der Kasse 10 Franken zu viel bekommen.
Und so mein erster Gedanke war, ja, super, die Ladenkette, die macht so viel Gewinn jedes Jahr. Hunderte Millionen Franken, da kann ich doch die 10 Franken. Das ist echt nichts als gerecht, wenn jetzt mir das gerade noch so zugespielt worden ist. Gerade eine gute göttliche Führung noch und so, denkt man dann. Und dann habe ich sagen, stopp. Wieso hat man immer das Gefühl, dass man selber zu kurz kommt? Dass man muss schauen, dass man irgendwie zum Recht kommt, dass man noch genug überkommt. Woher kommt die ganze Gier und vielleicht auch der Neid, dass andere so einen riesen Gewinn machen und ich keine so eine Ladenkette besitzen oder so, keine Ahnung. Woher kommt das? Und habe dann gemerkt, das hat ja auch viel damit zu tun, dass ein Neid dahinter steckt. Und dort ist auch dort, wo die 2 Gebote, die wir heute eintauchen, sich berühren. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Motive zum Stellen, wieso dass man andere will seinen Besitz berauben oder um so Sachen. Aber ein Kernmotiv ist, glaube ich, dass man selber irgendwo das Gefühl hat, ich bräuchte mehr. Ich komme selber zu kurz und dass irgendwo ein Neid oder das Begehren da ist. Und das ist auch der Punkt, wo wir das 2. Gebot lesen. Das steht im 2. Mose 20, Vers 17. Es ist auch ganz kurz, das mal ein bisschen mehr als 4 Wörter. Dort heisst es, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder seinen Ring, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, ich habe jetzt noch nie meinen Nachbar um seinen Ochs und seinen Esel beneidet. Es ist wirklich gut, kurz das zu deuten, was da damit gemeint ist. Also es fängt ja an, das Haus von seinem Nächsten nicht zu begehren, nicht zu beneiden. Und zum Haus, das ist damit gemeint, nicht nur das Gebäude quasi, sondern auch alles, was so zum Haus, zu der Familie, zum Besitztum dazugehört. Und das wird jetzt da aufgezählt. Also als erstes kommt wie Frau erwähnt, also Familie, Ehepartner, Kind oder so. Als zweites werden Knecht und Mägde erwähnt. Das kann durchaus sein, dass das früher sogar sehr hoch bis zu Minister sind am Königshof zum Beispiel. Wir können sagen, heute, was mit der Arbeit zu tun hat, was mit Arbeitsmaterialien zu tun hat, mit Mitarbeitern, mit ihrer Firma allenfalls. Bei Rind, Esel, das sind wirklich auch Arbeitsgeräte gewesen. Also da können wir zum Beispiel alles heutzutage dazu erzählen, was irgendwelche Arbeitsgeräte sind und dann am Schluss oder irgendetwas. Also wir sehen, es geht auch wirklich um alles, was der andere hat. Das können wir ja sehr gut heutzutage auch nachvollziehen. Wir wissen manchmal sehr genau, was die Nachbarn alles haben. In ihrem Gartenschöpfchen rein, wenn sie am Samstag gehen Rasen mähen. Und die Bibel spricht da an, oder Gott sagt, sind nicht neidisch. Tut nicht immer mehr wählen, tut nicht begehren, Sachen zu haben, die euch nicht gehören. Und es ist ganz spannend, das ist, glaube ich, auch ein Gebot, das trifft uns sehr. Das trifft jeden Menschen sehr in seinem Alltag hinein. Das ist ein Gebot, auch besonders für Christen oder für fromme Leute. Der Luther, der hat das auch entdeckt und ich will das Zitat vom Luther vorlesen. Der schreibt da dazu: Darum ist dies letzte Gebot nicht für die bösen Buben vor der Welt, sondern eben für die Frommsten aufgestellt, die da gelobt sein, redliche und aufrichtige Leute heißen wollen, die sich gegen die vorigen Gebote nichts zu Schulden kommen lassen. Also mit anderen Worten, wo der Luther über das Gebot nachgedacht hat, hat er gemerkt, das ist etwas, das trifft die Frommsten. Das ist vielleicht sogar eines der grössten Tabuthemen heutzutage, dass man nicht dazu stehen, wo man neidisch sind. Vielleicht das Gefühl, wo fast jeden Tag kommt, wo man sieht, was andere hat. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, woher kommt der Neid, wie entsteht der eigentlich, dann ist das eine ganz einfache Formel, die mir begegnet ist. Und zwar als erstes fängt es damit an, dass man sich vergleicht. Ich habe die Formel auch da zum Einblenden. Es fängt damit an, dass man sich vergleicht, was hat eigentlich der andere. Wenn man sich nie vergleichen mit anderen Menschen, dann käme auch kein so ein Begehren, dann käme gar kein so ein Neidisch sein. Als zweites ist so eine Gleichheitsideologie. So, dass man das Gefühl hat, eigentlich müsste ich doch das Gleiche haben wie der andere. Eigentlich müsste es mir doch gleich gut gehen. Eigentlich müsste ich doch den gleichen Wohlstand haben, die gleiche liebe Familie, die gleiche liebe Ehepartner und die gleichen wunderschönen Kinder oder das schöne Auto oder was auch immer. Und das führt zu Neid.
Also die Bibel redet da nicht von einem positiven Begehren. Es ist spannend, die Bibel kennt auch ein positives Begehren. Wenn man begehrt Gerechtigkeit zum Beispiel. Oder wenn man begehrt, Gott besser kennenzulernen. Oder seinen Nächsten zu lieben. Also es gibt durchaus auch ein positives Begehren. Und in der Soziologie redet man sogar von positivem Neid. Wenn es einem anstachelt, um selber irgendwie besser werden in etwas oder bessere Leistung zu bringen oder so. Aber die Bibel redet da von etwas Destruktivem. Und ich merke, oh, der andere hat etwas. Der Nachbar hat einen Rasenmäher, du, hei, das ist ja der Neueste. Und dann tut man sich vergleichen und denkt, meine, oh, der ist jetzt aber alt. Dann geht man schnell in den Laden und geht ein bisschen grösseren kaufen. Und dann am nächsten Samstag ist man am Rasenmäher da und schaut über die Hecke drüber und denkt, oh, oder Gleichheitsideologie, jetzt hat er schon den grösser gekauft. Dann gehst du in den Laden, noch einen grösseren. Und am nächsten Samstag und schaust über die Hecke, es ist so still dort. Es ist richtig still und dann merkst du, oh, jetzt hat er einen elektrischen Rasenmäher-Roboter gekauft. Das Budget ist ein Ausgang und da kommen dann so destruktive Gedanken. Da könnt ihr ein paar Nägel überstreuen, dann hat es den schnell gesehen mit seinem Rasenmäher oder so. Neid, wo entsteht, das kann so schnell gehen. Und vielleicht kennst du das nicht mit dem Rasenmäher, aber mit anderen Sachen, wo du andere Menschen siehst, wo du dich vergleichst und merkst, der hat etwas, was ich auch gerne hätte. Und dann denkst du, ja, eigentlich würde mir das doch zustehen. Gerade bei der Arbeit kann das ja auch oft passieren. Ich weiss nicht, wie dein Alltag aussieht, ob die Arbeit vor allem daheim ist oder ob du in einer Firma gehst arbeiten. Ich kann euch sagen, bei meinem Alltag gehört Neid auch dazu. Das kommt immer wieder vor und ich sage, stopp. In der heutigen Zeit ist ja alles online, das ist noch gut. Ich gehe sehr gerne auch online Predigten hören von anderen Kirchen. Es gibt so viele gute Predigten. Und dann gehe ich natürlich dann bei den grossen Kirchen hineinschauen. Dann habe ich letztens auch gemerkt, wenn ich plötzlich so Gedanken komme, boah, der hat jetzt aber wirklich eine nice Visualisierung gemacht in seiner Predigt, was der alles auf dieser Bühne aufbaut. Ich will das eigentlich auch. Wieso schafft er das? Wieso schaffen die das? Wieso gelingt mir das nicht? Und ich habe plötzlich gemerkt, wie so ein bisschen reingekommen ist. Und dann habe ich angefangen, unten zu schauen. Wow, die haben aber auch mega viele Klicks irgendwie erreicht. Das ist ja Hunderttausende von Klicks. Boah, das ist ja ein riesen Ding. Und dann bin ich schauen, wir sind auch bei 200 oder so. Da bin ich ein bisschen neidisch geworden. Da bin ich ganz schnell zu einer anderen Kirche, zu einer ganz kleinen schauen. Oh ja, die haben nur 10, 20, ja, das ist alles gut. Und dann plötzlich gemerkt, stopp. Phil, was machst du eigentlich? Spinnst du irgendwie? Gehst du vergleichen? Hast du das Gefühl, es müsse genau die gleiche Sache sein? Und es war ein Thema von dieser Predigt, die ich dort geschaut habe. Aber ich habe gemerkt, wie Gott plötzlich zu mir redet und sagt, irgendetwas ist da nicht gut, Philemon. Du das mal überlegen, das mal durch deine Gedanken durchgehen. Es ist so einfach zu vergleichen. Aber woher kommt denn das überhaupt? Woher kommt das ganze Gefühl, man müsste es gleich haben? Es ist so wie ein innerer Gedanke, wie ein Gift, das irgendwo innen dran wirkt. Eine Stimme, die einem, so zu einem redet und die destruktiv ist, Sachen kaputt macht. Eine Geschichte, die mir begegnet ist in der Vorbereitung von 2 Ladenbesitzern. Das ist keine wahre Geschichte, aber das waren 2 Ladenbesitzer, die das ein bisschen aufzeigen, wie auf der Straße. Und die haben sich beneidet. Die haben immer genau geschaut, wer geht in den Laden rein beim anderen. Wer kann ein bisschen mehr verkaufen? Wer kommt mit der grösseren Einkaufstüte wieder raus? Und dann, an einem Tag, ist beim einen Ladenverkäufer, Ladenbesitzer, hat er einen Wunsch frei gehabt. Er hat sich wünschen, was er wollte, mit einer Bedingung. Der andere Ladenbesitzer auf der anderen Strassenseite kommt doppelt so viel über. Und das hat er gekostet. Und er hat überlegt, was er sich wünschen soll. Ja, mehr Kunden. Oh, dann hat er doppelt so viel. Mehr Umsatz. Nein, dann hat er doppelt so viel. Am Schluss hat er sich gewünscht, dass er auf einem Auge blind wird. Ich weiss nicht, wie es dir geht jetzt in dem Ganzen hinein. Vielleicht kennst du auch irgendwo so das Destruktive. Den Neid, das Gefühl haben, man müsste mehr wollen. Das kann kaputt machen. Einem selber und das eigene Verhalten den anderen gegenüber. Dass das Beziehungen kaputt machen kann. Und wir wollen jetzt einen Schritt weiter gehen. Woher kommt das Ganze? Was ist echt die Wurzel von dem allem? So die perfide Lüge, die man manchmal in sich inne hat. Dass man nicht zufrieden ist mit dem, was man hat. Ich hätte doch mehr verdient. Mir müsste es doch gleich gut gehen wie dem anderen. Ich müsste doch auch so gesund sein. Und dann das Ganze auch auf einer Ebene mit Gott. Gott, wieso gönnst du mir das nicht? Gott, wieso schaust du, dass es mir nicht besser geht? Ist dir denn der andere wichtiger als ich? Bin ich dir weniger wertvoll? So Gedanken fangen dann an, oh Gott, wieso ist das so ungerecht? Wieso ist der Reichtum so ungerecht verteilt in dieser Welt?
Also wenn man neidisch ist, am Schluss ist es immer etwas auch gegenüber Gott. Dass man das Gefühl hat, man wird ungerecht behandelt irgendwo. Und wir wollen da ins Neue Testament hineinschauen, in eine Bibelstelle im Jakobus 3. Dort hat es ein paar ganz spannende Gedanken, woher das kommt. Dort heisst es, habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herz. Da kommt noch etwas Zweites dazu. Aber es ist spannend, dass da geschrieben wird, in eurem Herz. Also irgendetwas, wo in uns innen anfängt zu wirken. So rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herkommt. Also der Schreiber da sagt, wenn so ein schlechtes Begehren um ist, dann ist es nicht etwas, das von Gott kommt. Sondern sie ist irdisch. Also ein Teil von der gefallenen Schöpfung. Und jetzt ganz wichtig, sie ist menschlich und teuflisch. Also der Neid, das Begehren, die perfide Lügen in einem inne, das ist etwas, das nicht von Gott kommt, sondern das teuflisch ist. Denn wo Neid und Streit ist, das sind Unordnung und lauter böse Dinge. Es ist ja interessant, wenn man da vom Bösen, sogar vom Teuflischen redet. Der Name Teufel, Satan, das bedeutet auch übersetzt Faktenverdreher oder der alles durcheinander rührt. Der Lügen sagt, Lügen verbreitet. Also mit anderen Worten sagt der Schreiber da nicht, das ist etwas, das zustande kommt durch teuflische Sachen, durch Fakten, durch Lügen, die gesagt werden, irgendwo in unser Herz hinein, die nicht wahr sind. Es ist ganz interessant, der erste Auftritt von dem teuflischen Neid, den sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel. Dort hat Gott den Adam und Eva geschaffen und hat ihnen gesagt, schaut mal, von dem einen Baum sollen die nicht essen. Und dann ist die Schlange gekommen, dann ist das Teuflische gekommen und hat gesagt, hey, schaut mal den schönen Baum an und so weiter. Wenn ihr von dieser Frucht esst, werden die wirklich so erkennen, wie Gott ist. Und jetzt will ich einen Vers vorlesen, den Vers 6. Dort heisst es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Also die Frau hat angefangen, den Baum anzuschauen und hat gesagt, oh, das sieht ja wirklich gut aus. Und die Früchte sind wahrscheinlich immer grösser und reifer und süßer geworden in ihren Augen. Und sie hat gedacht, von diesem Baum muss ich essen. Und sie hat damit angefangen, dass die Schlange einen Lügengedanken gesagt hat. Hey, Gott meint es nicht gut mit euch. Gott hat euch etwas vorenthalten, wo euch eigentlich gut tun würde. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Das Begehren war da und hat ihn zu der Handlung geführt. Und sie haben von dieser Frucht gegessen und sind aus dem Paradies rausgeschossen worden. Und das ist doch oft so der Gedanke. Mir wird etwas vorenthalten. Mir wird etwas zustehen. Gott lässt es den anderen besser gehen. Aber er mag dich nicht. Und wenn wir heute über das Thema nachdenken, dann will ich nicht einfach euch ermutigen, geht heim und stellt nicht mehr oder so, sondern ich will euch ermutigen, über die Wurzeln von diesen Gedanken nachzudenken und zu erkennen, hey, irgendwo ist da eine Lüge in mein Herz hineingesät, wo ein irdischer, wo sogar einen teuflischen Ursprung kann haben. Eine Lüge, die falsch ist. Gott schaut gar nicht für mich. Gott ist nicht grosszügig für mich. Und dann fängt man an, selber zu schauen, selber die Frucht zu nehmen. Selber die Sachen nehmen, wo man denkt, steht einem zu. Und ich will dich ermutigen, so Lügen zu entlarven. Und nicht einfach zu sagen, ja, jetzt ist das so. Ein Beispiel, das mir in den Sinn kam, ist, vor ein paar Jahren, wo mein Bruder ein Haus kaufen konnte. Dann hat er es erzählt. Im ersten Moment habe ich mich gefreut und im zweiten Moment habe ich gedacht, ja, ich würde auch mal gerne ein Haus kaufen. Das wäre jetzt schon noch cool. Und dann habe ich kurz meinen Kontostand durchgegangen. Das ist wirklich kurz gegangen, weil das habe ich nicht lange überlegen. Und dann sind so Neidgedanken gekommen. Ich habe gedacht, eigentlich, wieso geht das nicht? Wieso habe ich nicht so einen guten Job wie er, der so viel Geld verdient? Wieso ist das so ungerecht? Gott, du weißt doch, was ich will und was ich begehre. Schaust du mal für mich? So Gedanken sind dann gekommen. Und dann haben wir gesagt, stopp, da sind ganz viele Lügen drin. Denk nicht so. Und ich habe gewusst, ich muss nachher über das noch nachdenken, was da für Lügen herum sind. Ich habe das aber dann weggeleitet und habe mich dann richtig freuen mit meinem Bruder, dass er so ein wunderschönes Haus hat und wo wir auch schon ganz viel haben können geniessen bei ihnen daheim.
Oder auch ein anderes Thema. Dann ist ein Gastprediger gekommen zu uns da und hat eine richtig gute Predigt gemacht. Das gibt es ja die ganze Zeit, dass wir so richtig gute Gastprediger haben. Aber da ist jemand nach dem Gottesdienst zu mir gekommen und hat gesagt, wow, also der ist jetzt wirklich hammermäßig gewesen. Also der hat so gut predigt, den musst du wieder einladen. So mein erster Gedanke war, oh, den lade ich sicher nicht mehr ein, du. Das ist so... Das stellt mir ja, also, wenn da ist eine richtige Konkurrenz da, dann das kann ich ja nicht mitheben. Also, und dann stopp, jetzt denkst du falsch. Jetzt ist genau so eine Lüge, oder? So das Konkurrenzdenken, so das Gefühl, man müsse besser sein oder so. Und ich musste sagen, nein, das ist nicht gut. Da ist jetzt etwas in mir rein, und ich muss sagen, das kommt nicht von Gott. Das kommt nicht von Gott. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, dass man sagen können, stopp. Stopp, da ist ein falscher Gedanke in mir rein, der nicht von Gott kommt. Und ich muss Nein sagen dazu. Und der dritte Schritt ist, was machen wir denn ganz mit dem Zeug? Was ist denn, wenn wir so etwas erkennen und merken, nein, da ist etwas in mir am Wirken, das ist nicht gut. Wir lesen weiter im Jakobus 3, dort ist ja gestanden, was der Ursprung ist vom Neid. Und das heißt dann im Vers 17, die Weisheit aber von oben her. Das wird jetzt dem entgegengesetzt. Nicht etwas, das von unten herkommt, sondern etwas, das von oben herkommt. Ist zuerst lauter, dann friedfertig, dann gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Also das Schreiben von Jakobus sagt, nicht, das ist etwas Irdisches, etwas sogar Teuflisches. Und dem setzt er entgegen das, was von oben kommt, die Weisheit, die von oben kommt. Also die Lüge vom Satan stellt er die Wahrheit von Gott gegenüber. Eine andere Stelle, wo das Thema auch wunderbar aufgegriffen ist, im 1. Petrus. Wir wollen auch kurz hinschauen miteinander, weil es einfach so spannend ist. Da steht, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Für mich bedeutet ablegen, zuerst einmal bewusst sein, stopp. Da ist irgendein zerstörerischer Gedanke, irgendeine Wurzel, die schlecht ist. Und dann sagen, nein, das will ich nicht. Das abzulegen. Und es geht ja dann weiter. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Ich weiss nicht, Milch trinke gerne, warme Offi zum Morgen. Ich weiss nicht, wie gerne du Milch trinkst. Aber der Schreiber meint ja nicht, wir sollen Milch trinken gehen, sondern wir sollen an der göttlichen Nahrung teilhaben. Am lebendigen Wort von Gott, am wahren Wort von Gott. Damit ihr durch sie wachsen zur Rettung. Also ich merke, dass da, wenn Neid im Spiel ist, dass da eine Wachstumsmöglichkeit ist. Vielleicht spürst du das manchmal auch so, ja, ich will wachsen im Glauben. Dann ist eigentlich Neid und so ein falsches Begehren perfekt, weil das ist dort, wo wir wachsen können. Wo wir wachsen, wenn wir dann die richtige Nahrung zu uns nehmen. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und da der Schluss, der sagt schon etwas von dieser Wahrheit aus, wo man dieser Lüge entgegenstellen kann. Der Herr ist gütig. Gott ist durch und durch gütig und meint es absolut gut mit uns. Und wenn wir jetzt die Bibel nehmen und sagen, gut, wir wollen da Wahrheiten haben, die wir diesen Lügen entgegenstellen, dann können wir sagen, es gibt Tausende von Bibelversen, die wir nehmen können, die wahr sind, die uns ermutigen und die Lügen entlarven. Ich habe jetzt 4 von denen rausgepickt. Ich tue jetzt nicht 1000 Bibelverse vorlesen, keine Sorge. Aber 4 von diesen Bibelversen, die mir persönlich helfen. Vielleicht hat es der eine oder andere, der euch auch hilft. Aber vielleicht ist es auch einfach gut, wenn du merkst, da ist eine Lüge in meinem Leben und ich habe das Gefühl, ich komme jetzt kurz mal schauen, was sagt eigentlich Gott dazu. Und dann bewusst die Wahrheit, die unverfälschte Milch oder das, was von oben kommt, der Lüge entgegenhalten. Das Erste, und ich immer wieder merke, das hilft mir unglaublich darin, ist, wenn ich merke, Gnade von Gott. Das ist so ein riesiges, unendliches Geschenk. Es gibt gar nichts Irdisches, das das jemals könnte aufwiegen könnte. Und so schnell geht es vergessen, weil es nicht materiell greifbar ist in dem Sinn. Ein Vers im 2. Korinther 12, Vers 19, dort steht, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das ist so für mich so der erste Punkt, wo ich muss sagen, ja, eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, stopp. Die Wahrheit bei Gott ist, er schenkt mir seine Gnade. Er vergibt mir all meine Schulden, meine Sünden. Das, was ich nie machen kann, wieder zurückkommen zu Gott, irgendwie mich reinzuwaschen oder so, das schenkt mir Jesus. Und das ist nicht einfach ein billiges Geschenk, sondern Jesus hat dafür gezahlt mit seinem eigenen Leben. Als er am Kreuz gestorben ist. Er hat das Wertvollste gegeben für mich. Gott hat das Wertvollste gegeben, was er für mich hatte.
Das muss man mal verstehen, wenn es um die Gnade geht, die er schenken will. Gnade ist in den Schwachen stark. Dass Gott vergeben will, auch alles, was wir machen. Vielleicht sind dir vorher Sachen in den Sinn gekommen, die ich da über Stellen und so aufgezählt habe, wo du sagst, ja stimmt, ich habe auch schon gestohlen. Und Gott will es vergeben. Ist das nicht etwas Gewaltiges? Ich habe euch vorher von dem Posträuber da von Embrach erzählt. Das ist übrigens eine mega spannende Story, die ich gefunden habe. Der war im Fenster zum Sonntag, mal der Posträuber, und hat seine Geschichte erzählt. Sie haben ihn ja verwünscht dann. Ich habe da 2, 3 ganz kurze Ausschnitte. Und der Mann hat sehr viel Schuldgefühl mit sich herumgetragen. Aber er hat die Gnade auch erfahren, wie das Gott ihm etwas vergeben hat, was er gar nicht für möglich gehalten hat. Da 2, 3 ganz kurze Ausschnitte von dem Posträuber. Herzlich willkommen aus Liestel. Wir sind hier zwischen einer Bank und einem Gefängnis. Und beides spielt im Leben von meinem heutigen Gast, vom Ruedi Sabo, ganz eine wichtige Rolle. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen, und zwar aus einer Zeitungsmeldung von dazumal. Da hat es geheissen, das ist nur ein Ausschnitt. Eine Serie von Raubüberfällen in den Kantonen Zürich und St. Gallen ist geklärt. Wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte, befinden sich 4 Männer im Alter zwischen 19 und 36 Jahren in Haft. Zwischen November 95 und Februar 96 hatten sie mehrere Raubüberfälle begangen. Die beiden Haupttäter wurden wenige Tage nach dem Überfall auf die Post in Embrach vom 25. Januar festgenommen. Sie das so hören jetzt heute. Macht das etwas mit Ihnen oder denken Sie, das ist weiter weg, das sind andere? Es ist Ihnen fremd? Ja. Nein, es gehört zu meinem Leben. Also es hat eine Zeit gegeben, wo mir das Schwermut verursacht hat bei mir. Wie gehen Sie heute damit um oder sind da mit Schuld, realer Schuld, die umeinander ist? Also das habe ich mit mir herumgetragen bis vor etwa 5 Jahren. Und weil diese Schuld ist gravierend für mich. Die habe ich immer, wenn ich an die Kind oder an die Frau gedacht habe, da habe ich nicht gewusst, da habe ich mir selber nicht verzeihen, dass ich denen das da antun habe. Und da hat man dann ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der jetzt da in dem Jugendsozialwerk schafft, der früher noch selber Jugendpfarrer war. Der hat mir dann im Gebet geholfen, dass ich mir selber verzeihen kann. Und indem ich meine Schuld anlegen tue, dass Jesus mir, ja, in dem Sinne hat mich im Gebet an den Hügel Golgatha geführt. In dem Sinne, also, dass wo die Kreuzigung stattgefunden hat. Wo die Kreuzigung stattgefunden hat, hat mich dort neben dem Jesus aufhängen lassen, im Gebet, dass ich der ein Verbrecher bin, wo der Jesus gesagt hat zu ihm, folge mir nach und ich befreie dich. Und bis zu dem Moment in dem Gebet konnte ich anführen und ich habe das körperlich gespürt, dass ich von allen Schulden anlegen konnte. Und die Schuldgefühle sind wirklich, habe ich dort wie einen schweren Rucksack anlegen. Ich kann jetzt wohl retour schauen und sagen, okay, ich habe das gemacht, es tut mir schrecklich leid für die Leute, die da involviert waren, die Opfer, die jahrelang darunter leiden mussten. Aber ich werde jetzt in dem Sinn, im Gedanken auch für diese Leute, versuche ich wieder etwas Gutes zu machen. Eine mega spannende Geschichte. Ein Mann, der sehr viel Lasten, einen riesigen Rucksack herumträgt. Ich kann jetzt nicht erzählen, was dort alles drinsteckt. Ihr könnt selber schauen. Ich habe es im YouTube gerade unten verlinkt oder auch im Handout, das hinten aufliegt. Habe ich den Link noch draufgeschrieben mit QR-Code. Lohnt sich vielleicht heute Nachmittag, wenn es ein bisschen langweilig ist, mal die Story hineinschauen von dem Bankräuber, was der für eine Geschichte hat. Und am Schluss zu dem Punkt kommt, Gott ist gnädig. Gott ist so gnädig, dass er vergibt. All den Schaden, all den Müll, all die Sachen, die man hinterlässt. Und das ist für mich so ein mega wichtiger Punkt, wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz an Gnade von Gott denken. Weil Gnade von Gott, die genügt. Das ist das Beste, was man überhaupt haben können. Ein zweiter Bibelvers, der mir persönlich sehr viel hilft, die Wahrheit, die ich mich diesen Lügen entgegenstelle. In Matthäus 6, Vers 26 sagt Jesus, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Sogar die Vögel, sogar für die schaut Gott. Wie viel mehr schaut er dann für uns? Weil er weiss ja nicht nur, was unser Portemonnaie braucht, sondern er weiss vor allem, was unser Herz braucht.
Und in der Bibelstelle geht er dann weiter. Jesus sagt, ja, die Lilien, die Blumen auf dem Feld, die sind nicht mal so schön gewesen, wie der schönste Mann gekleidet worden ist, der Salomo, mit all seiner Pracht und seinen wertvollen Kleidern, die er hatte. Und die Lilien sind schöner, obwohl sie am nächsten Tag verwelken. Wenn Gott für die Blumen so gut schaut, wie viel mehr schaut er dann für uns als seine geliebten Geschöpfe? Das ist so eine Wahrheit, die ich da manchmal entgegenhalte. Eine dritte Wahrheit, die mir auch so richtig gut tut, ist ein bisschen weiter unten. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also in der gleichen Rede, wo Jesus von den Blumen und den Vögeln redet, redet er auch über Prioritäten. Und ich merke mir manchmal, hey, Priorität in meinem Leben sollte nicht sein, dass ich das nächste Mal ein schöneres und grösseres Auto könnte kaufen könnte, sondern dass ich zuerst nach dem Reich von Gott trachte. Und Gott wird mir alles schenken, was ich brauche. Kein Problem, Gott hat alles, in seiner Möglichkeit ist alles. Das ist übrigens auch der eine Vers, der mir dann in den Sinn kam, ist bei dem richtig guten Gastprediger, den wir hatten. Ich habe ihn dann für das nächste Jahr wieder eingeladen. Selbstverständlich, weil ich wünsche mir, dass Gott sein Reich da baut. Das ist mein grosster Wunsch, den ich habe. Und das will ich auch, dass Gott das tut. Und ich lade ihn natürlich, ich hoffe, ich kann ihn wieder mal einladen. Ich hoffe, die guten Leute kommen immer wieder zu uns und uns so richtig beschenken. Und eine vierte Wahrheit, die ich an dieser Lüge entgegenhalte, wo mir jetzt persönlich noch vieles sagt, ist im Hebräer 13,5. Das heisst, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt, also Gott hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und es klingt fast ein bisschen höhnisch, wenn wir in unserer wohlstandsverwöhnten Schweiz das sagen, weil uns geht es so gut. Aber wenn das andere Menschen können sagen, die in Armut leben, Gott, du schaust für mich. Und das Beste, was ich haben kann, ist, dass du bei mir bist. Wie viel mehr gilt das dann für uns? Wie viel mehr gilt das dann für mich? Das dankbar sein, einfach das dankbar sein für das, was wir haben. Das ist etwas, das lerne ich dann immer wieder, wenn mir die Verse in den Sinn kommen. Dazu auch noch ein Film zum Gebot vom Neid. Auf die 10besten.ch hat es auch noch ein kurzes Film, das zeigt eigentlich, was das für eine unterschiedliche Haltung dann könnte sein. Sandra ist dankbar. Sie freut sich über ihre Familie, ihre Freunde, über ihr ganzes Leben und geht so jeden Morgen fröhlich in den neuen Tag. Doch mit der Zeit wird sie in ihrer Freude immer wieder abgelenkt. Denn ihre Freunde erzählen ihr, was sie alles besser haben. Peter konnte auf Kosten des Arbeitgebers ein halbes Jahr in die USA. Andrea hat sich eine neue Gitarre zugelegt, genau die, die Sandra doch auch so gerne hätte. Und frustriert fragt sich Sandra, wie Mario sich diese neue Wohnungseinrichtung leisten kann. Und zur Hochzeitsfeier von Marianne mag Sandra schon gar nicht mehr gehen. Die mit ihrem Macho. Sandras Blick fällt auf ein Plakat. Und plötzlich sieht Sandra wieder, was in ihrem Leben alles gut ist. Nein, entscheidet sie. Neid soll in meinem Leben keinen Platz haben. Danke Gott für mein Leben. Es ist ein gutes Leben. Das Gegenteil von Stellen, was wäre das? Was würde er sagen? Geben, schenken. Das Gegenteil von neidisch sein. Dankbarkeit, dankbar sein. Wenn wir uns jetzt überlegen, starke Beziehungen, wo wir dankbar sind, wo wir uns freuen, wo wir lieber noch schenken, als nur das wählen, was der andere hat. Ich glaube, das sind wirklich starke Beziehungen. Ich will gerne beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns mitnimmst auf den Weg. Und wenn wir die 10 Gebote lesen, dann löst das zuerst in uns oft etwas Mulmiges aus, weil wir merken, dass da Sachen zum Vorschein kommen, die wir nicht gerne sehen. Und wir wollen dich bitten, dass du das aufdeckst. Vielleicht nehmen wir uns an dieser Stelle einfach ein paar Momente von der Stille, um die Sachen, die wir selber merken, die wir Gott aufdecken, vor Gott zu bekennen. Wir wollen dich bitten, Gott,
durch deinen Heiligen Geist, dass du die Lüge in unserem Leben entlarvst. Und dass wir es bekennen von dir, vielleicht auch von anderen Menschen. Und wir wollen es mit der Wahrheit ersetzen. Wir wollen dir Danke sagen, Vater im Himmel, dass du so ein grosszügiger Gott bist. Wir wollen dir Danke sagen, dass du Jesus in die Welt geschickt hast, der für uns am Kreuz gestorben ist, dass du das Wertvollste für uns gegeben hast. Wir wollen dir Danke sagen, Vater im Himmel, dass du unser Herz kennst. Dass du weißt, was wir brauchen. Du weißt, was die tiefsten Sehnsüchte in uns sind. Und wir wollen dir Danke sagen, Vater im Himmel, dass du dich stillen kannst. Wir wollen dir Danke sagen, Vater im Himmel, dass du immer und überall mit uns bist. Und wir wollen dich bitten, in der Kraft vom Heiligen Geist, lern uns dankbar zu sein. Freude haben an dem, was du uns alles schenkst. Und statt stellen, beschenken. Von dem grossen Segen, den du uns gibst, weiterzugeben an andere. Und nicht nur immer daran zu denken, wie man selber mehr haben könnte. Wir wollen dir Danke sagen, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der nicht nur uns kennt, sondern der uns über alles liebt. Und dass wir das Wertvollste sind, was du hast. Danke.